Bonjour, bonjour, willkommen bei viel zu kompliziert mit einem ganz aktuellen Thema Verfassung. Auf Radio an Televan ganz viel zu hören, über als ja, neu oder teilweise neu aktualisiert oder revisiert Verfassungen, das ist sich nicht ganz so eins, wie ihn das soll nennen. Ich habe sich auch beklagt, weil ein Referendum versprochen war oder eine Sensibilisierungskampagne, die soll aber nur noch kommen, aber eine öffentliche Konsultation, die soll aber noch nicht mehr kommen. Also aufgesucht oder verreckelt, weiß es wirklich mehr, kann aber noch kommen, ja, oder auch nicht, weil das ist alles viel zu viel kompliziert, weil es klein Lützeburg Gehörer, die sie auch schon dummer den ausgelöscht, sich drüber zu ärgern, dass es bei der Luxe kein Cremant gibt. Zu viel kompliziert, mag was. Hei geht allo kurz, knackig, alles gewohr, was ihr nie über die Verfassung wissen wollt. Ich weiß, dir fällt von Aufregung bei von der Vorteil. Du viel immer direkt lass. Also, Verfassung, Konstitution, Grundgesetz, Schacht konstitutionell, also weiter. Das sind alles Wörter, die benutzt gehen. Gemeint ist immer dasselbe, nämlich Grundregeln, Spielregeln vom Zusammenleben. Solange nach an kleinen Nomadeverbänden durch den Urwald geschlacht ist, da waren dann zu vielleicht 2, 3, 4, maximal 5 Familien, wo die nicht so gebraucht. Da kann die nach all Konflikt einzeln und individuell lesen, was aber noch nicht bedeutet, dass es Pferd so gegangen ist, gell? Am schlimmsten Fall aber wurde die sich einfach getrennt und das Singer wie gegangen. Sobald Menschen aber sesshaft sind, et heißt auch angefangen haben, auf Felder zu schaffen, deren zu züchten und so weiter. Und bei einem Streit eben nicht einfach sensible Sachen, also Felder und Ochse konnte über die Schöller geheien, fortgehen, haben wir Regeln gebraucht. Anfangs waren da nicht ganz viel, und es konnte so auch mündlich weitergehen, wenn sich beschwert hat, weil einem besongerecht 4, der Krute gesagt, aber das war schon immer so. Allo geht Treppel. Mir auch dat konnte ich so lang gut gehen, wie sich, ja, wie ein inner sich war, am eigenen Kulturkreis. Mir, da sind die ersten Städte entstanden, Leute aus anderen Kulturkreisen sind beikommen, mit ihren eigenen Regeln. Und du hast bemol, mit du hast mir überhaupt nichts zu sagen, weil bei uns war das auch schon immer so. Allo geht Treppel. Und noch ganz viel dann, ja, aber wenn das nicht passt, da geht es, wo ihr könnt, mit den ausländischen Tricken an, aber, ja, aber vielleicht ein paar nicht statt. Und ich hole mein Bäuerrezept mit, und da kannst du Wasser trinken, du Klon. Hat er sich zusammen in den Tisch gesagt, an eine Verfassung an den Stehen geklappt. Und da dran hast du festgehalten, wen als Mensch gesiegt, also definitiv kein Frau kann als Sklaven oder Leute kein richtig Leute sind, was als Bayer gesiegt, an das all Anwohner Bayer zu gut wird. So geschieht 2300 vor Christus schon am heutigen Irak. Da wurde die bisewell älteste Verfassung fand. Hei an der Pyramid von den Normen gesieht er, dass Verfassung ganz oben ist, so ist also quasi den Endboss, war das Pyramid von den Normen, was als eng Norm, also als Norm bezeichnen wir all Text, wo Regeln aufstellt. Also die Verfassung als eine Norm, ein Gesetz als eine Norm, ein Reglement als eine Norm, auch ein Arrete als eine Norm, auch wenn ein Arrete nicht für jeden verregelt, aber just für eine spezifische Person oder für eine kleine Gruppe von Personen. Nicht all Normen haben dieselbe Valeur. Der sieht hier an der Pyramide die wichtigsten Normen ist ganz oben. An all die Normen, die drinnen kommen, also Gesetz, Reglement, an den Arrete, müssen der Norm entsprechen. Sie müssen der Verfassung folgen. Und du wennst ist die Verfassung auch so wichtig, weil sie hat Einfluss bis ganz innen auf den letzten Arrete. Fun Fact übrigens, es gibt Länder, die leben ganz gut ohne Verfassung, ob man es ohne geschriebene Verfassung, Großbritannien zum Beispiel, an den angelsächsischen Ländern am großen Ganzen gibt nicht viel mit
Mit Bücher, mit Texter geschafft, mehr mit Urteiler. Also sie steht immer nur einem Präzedenzfall. Das tut er garantiert schon an so Gerichtsfilmer oder Gerichtsserie gesehen. Gibt immer nur ein Präzedenzgesicht für einen Fall zu gewinnen. Es gibt aber auch Länder, die keine Verfassung mehr just Verfassungsgesetzer, das heißt selbe Niveau vom Gesetz, zum Beispiel an Österreich. Was steht dann eigentlich an einer Verfassung? Man ja eine Verfassung hat zwei Teile. Den ersten, an der tut ich garantiert schon gedacht, da stehen als Freiheiten, Rechte, Garantien dran. Freiheiten wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit. Das klingt ein bisschen verailt, aber ja, an der Methode war das überhaupt nicht evident. Die Freiheiten sind auch die ältesten Elemente von der Verfassung. Also die haben wir als lang über Jahrhunderten erkämpft. Klammer, auch verfassungsmäßig Freiheiten können zeitweise eingeschränkt gehen. Entweder am Namen von der Sicherheit, gouf zum Beispiel an Frankreich d'Unverletzlichkeit vom Doheim, also d'Inviolabilité du Domicile opgehowen. Wir können Durchsuchungen ohne Akkord von einem Richter durchzuführen. An am Namen von der öffentlichen Gesundheit, Covid, goufe quasi auf der ganzen Welt lo Zirkulations- und Versammlungsfreiheit angeschränkt. Fand man da gut, fand man da nicht gut. Bisschen mich spät, wie die Leute sich nach mehr emanzipiert haben, kommen Recht dabei. Wahlrecht, Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit, Recht auf Gesundheit, alles so da, oh, genial, Sterfbächse schaffen, da gesund bleiben. Das haben sie sich ganz raffiniert ausgedacht. Mit der Hand stärke Sachen wie Gratisschulen, bezahlte Chômage und die Wiederholen von der Doktorsrechnung. Und das fand ich mal gut. Sachen wie Gleichheit für ein Gesetz oder auch zum Beispiel, dass eine Strafe nicht mehr per Gesetz kann angefordert gehen. Das heißt, dass der Richter nicht einfach bemol, weil er nicht leiden kann, dezidiert für erst 10 Jahre mehr zu gehen, wie das, was am Gesetz vorgesehen ist. Das gehört dann echt an Kategorie Garantie. Das sind Prinzipien, die ein moderner Staat muss haben, sonst können die bei der UNO an den Eck von der Bananenrepubliken. Zweiten Teil von einer Verfassung, das ist vielleicht nicht so evident. Da geht es darum festzuhalten, wie das Land soll regiert gehen, wie es soll funktionieren. Zum Beispiel gibt es die Staatsform, das ist bei uns die konstitutionelle Monarchie, oder die Regierungsform festgehalten, das ist bei uns eine parlamentarische Demokratie. Am Part parlamentarische Demokratie kann ihn auch Indirektdemokratie oder Repräsentativdemokratie so. Das ist alles dasselbe. Wenn Demokratie sieht, die muss allerdings auch grav erklären, wie das konkret dann auch umgesetzt wird. Da steht dann zum Beispiel auch, dass man regelmäßig Wahlen haben, dass man unterschiedliche Wahlbezirke haben, dass man ein Mehrparteiensystem haben. Es gibt ja Länder, die just eine einzige Partei hat, nennen sich aber trotzdem demokratisch. Wie effikaz ist das? Naja, da sind wir ja auch China. Also, dann muss an Verfassungsstuhe kommen, wer eine Instanz sich gibt. Den Einchamber oder 2 Chambren oder ein Chamber an den Senat, geht es halt zuletzt überschnitt. Oder ein Chamber an den Staatsrat, eine Regierung, ein paar Sorten von Gerichten, ein Rechnungshof, ein Grand Duc für zu winken. Was sind denen hier Aufgaben, wie interagieren die oder auch nicht. Da darf ihn an einer Verfassung seiner fantasiefreie Lauf lassen. All Land hat da seine Spezialitäten. Eiseprodukt du Terroir aus der Staatsrat. Wir als moderne Staat müssen immer auch aufpassen, dass es eine Gewaltentrennung gibt. Das ist die fameuse Geschichte mit Exekutiv, Legislativ und Judiciaire. Das heißt, dass Chamber, Regierung und Gerichte unabhängig voneinander schaffen. Ein Minister kann einem Richter keine Anweisungen geben, wie viele Jahre Prison soll geben. Ein Richter kann einem Deputierten nicht vorschreiben, dass ein Gesetz nicht darf stimmen. Und ein Deputierter kann einem Minister nicht diktieren, dass er einen bestimmten Dossier muss behandeln.
Wenn wir keine Gewaltentrennung haben, das heißt, wenn das Gewalten alle Guten an enger Hand liegen oder an enger Institution, da werden sie von enger Diktatur ganz richtig. Es gibt Länder, du hast Trennung, zumal zwischen Regierung und Gericht, und nicht allzu streng. Du decidierst dann halt mal gerne der Regierungschef, wie Richter geht. Übrigens auch an den USA, da ist der Präsident, den dezidiert, wen an den ewigsten Gerichtshof gerufen wird. Ja, schwierig, gell? Dann sind sie nämlich an demselben Eck, an derselben Schmuddelecke wie Serbien, Ungarn, Polen, Rumänien und Türkei. Das sind also Länder, wenn die ein SMS schicken, da gehen sie geghost. Am Allgemeinen sind Verfassungen relativ klein und kurz gehalten. Als Verfassung, die hat gerade mal 16 Seiten, an der sie mal nicht eng beschrieben. Sie bleibt also relativ allgemein, sie geht nicht an den Detail. Ich gehe nicht ein Beispiel. Den Artikel 15 sieht zum Beispiel, dass die Vermeise le domicile est inviolable, also den Daheim ist unverletzlich, übersetzt, der Staat darf nicht an den Wohnung. Das ist das Prinzip. Me wat ass dann könnt direkt den awandern, da das ja auch ganz richtig, wann een doheem kriminell gëtt. Dat heescht, wann en eng Bomb baut oder seg Familie kugenéiert, natürlich muss es da méiglich sinn, dass der Staat sich Zutritt zu der Wohnung kann verschaffen. Die Verfassung gesäit dadurch 4. Am nächsten Satz steht dann: Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Mit diesem gruseligen Satz ist gemeint, es gibt Ausnahmen, an die sie per Gesetz festgelegt. Die Verfassung überlässt also die Gesetze für die Fälle zu nennen, und meistens ist es auch mit den Gesetzen nicht getan, weil auch an den Gesetzen bleiben die relativ allgemein. Für die kleinen Details an der gibt ein helle Wohl müssen dann Reglementer geholt gehen. Und das ist auch gut so, das möchte ich durchaus sagen. Weil Gesetze sind mir einfach zu holen, Reglementer nach mir einfach, weil, also stell dich vor, es ging irgendein Fall beikommen, dann wir sind Alkes, die umständlich eine langwierige Prozedur durchmachen von einer Verfassungsänderung. Muss ich aber just ein Gesetz ändern, das mir einfach dauert, aber dauert trotzdem auch noch ein paar Monate, oder ein Reglement, also das geht wirklich knackig schnell, dann geht das viel mehr einfach, also im Terrain dann auch mehr einfach umzusetzen. Ich gebe ein Beispiel davon, wie so Elemente können beikommen bei bei verfassungsmäßig Recht, zum Beispiel haben wir Briefgeheimnis. Am Laufe von Jahrzehnten hat sich Technik ja aber entwickelt. Nach dem Schutz vom Briefgeheimnis steht natürlich nicht just Brief, mehr auch Telegramm. Ja, das steht noch an der Konstitution. Das ist ein Grund. Es wird bestimmt geändert. Telefonsgespräch, der Fax, Mail, das SMS, all Sort von digitalem Schriftverkehr als beikommen. Dafür hat er nicht extra die Verfassung geändert, so hat er einfach gesagt, voilà, Briefgeheimnis, das ist Geheimnis von der Korrespondenz, von allem, was und Kommunikation und Telekommunikation zwischen zwei Menschen stattfindet. Das muss geschützt gehen. Dafür gehen wir nicht die Verfassung ändern, aber just Gesetz, respektiv, vielleicht also sogar ein Reglement durchgegangen. Vielleicht noch ein Beispiel für das Prinzip zu verstehen. Den Artikel 16. Nul ne peut être privé de sa propriété, qui kann sein Eigentum vom Staat weggeholt kriegen. Das ist das Prinzip. Aber könnt dann auch direkt, was ist dann, weil sein Feld mit am Weg von einer Autobahn leihen hat und will nicht verkaufen, wir anderem bauen, das gibt die Steuerzahler aber 10-mal mehr teuer. Meine Verfassung hat auch dort gedurcht, der Satz geht dann noch weiter. Que pour cause d'utilité publique, moyennant juste indemnité et dans les cas et de la manière établie par la loi. Auch hier ganz kompliziert geschrieben, für einfach zu sagen. Es gibt Ausnahmen, an die sie per Gesetz festgelegt.
Beim Deel Organisation vom Staat, ja, erinnert dich mir die zwei Deler, wir haben Freiheit, Rechte, Garantie, wir haben aber auch die Organisation vom Staat, aber auch da als es selber, auch ein Beispiel, Kapitel über die Force Publique, also Armee und Police, das sind gerade mal 3 Sätze. Mehr wie die Verfassung dazu nicht zu sagen. Sie möchte auch kein Renvoi darauf, dass das dann eben per Gesetz gemacht wird. In Artikel 96, alles, was die Armee konzerniert, wird per Gesetz geregelt. 97, die Organisation und die Aufgabe von der Police gibt per Gesetz geregelt. Artikel 91, es kann ein Bürgerwerk gebildet gehen, der hier Organisation, 3-mal Roden, per Gesetz geregelt wird. Voilà, ganz genau. Also das ist das Prinzip. Fassen wir zusammen. Ja, es ist schon der Zeit zusammenzufassen. Es ist so fix gegangen. Die Verfassung ist super wichtig. Das heißt, ihr wisst an wichtigste Norm, weil da stehen all die guten Sachen dran, die das Leben lebenswert machen. Gingen sie nicht dran stehen, da ging man in einer Diktatur leben. Die Verfassung ist also sozusagen die Sachertochter von den Normen. Die Verfassung muss geschützt gehen für Leute, die uns die guten Sachen wegholen, wie Demokratie oder Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite muss er aber auch können modernisiert gehen. Sonst können die sich zum Beispiel die Posten vom Deputierten immer noch kaufen. Das war effektiv so viel gesehen an einer von denen älteren Verfassungen, die wir hatten. Eine Verfassung kann, soll also geändert gehen, für der neuer, mehr moderner Gesellschaft zu entsprechen, aber just unter strengen Bedingungen. Zum Beispiel kann eine Regierung das nicht allein machen, muss auch manst ein Teil von der Opposition mitmachen. So verhindert den, dass eine Regierung allein decidiert, für die nächsten Wahlen 20 Jahre zu verreckeln. Für sicher zu sein, dass zukünftige Normen, also Gesetze und Reglementer, sich in Verfassung halten, haben wir dann auch nach dem Staatsrat, die sozusagen als neutrale Schiedsrichter nachguckt, ob an einem Text eine Handhaltigkeit steht, mit der Versicht wird, etwas Verfassung zu schmuggeln. Den Staatsrat möchte nach ihr Norm am Feld gesagt wird, also nach ihr zum Beispiel ein Gesetz von der Chambre gestimmt wird oder ein Reglement von der Regierung publiziert wird. Heißt du, geht trotzdem etwas durchs Netz, ne? Also kein weiß, wie es gegangen ist. Normen an der Welt, wir sind all just Menschen. Aber ja, dann haben wir aber immer noch das Verfassungsgericht. Das kann dezidieren, dass die Norm, die gegen eine Freiheit oder ein Recht verstößt, nicht darf benutzt gehen. Und das war es schon für diesen ersten Teil über die Verfassung. Am zweiten geht es darum, wie als letzte Verfassung entstanden ist. Klingt spannend, ich weiß. Also doch. Ich sage nicht vielmals merci für das Nachgucken. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere dich. Wenn ihr eine Frage, eine Remarque oder Vorschlag habt, dann schreibt mir. Ich freue mich über alle Korrespondenz. Ich freue mich bis die nächste Kehr. Bis gespannt. Ciao, ciao.